Lager! Niederlager! Oh, scheiße. Da muss ich der Scheifel und Besel holen, du asozialer Wichser. Habe die Ehre, ich bin's, der Birger, das ist der Conny. Hi. Wow, ist das schwul? Hey, und? Das darf ich sagen. Und? Ich mag das. Jetzt habe ich ein ganz Fötzchen. Das ist der Florian. Hallo. Er ist auch dabei. Das ist der Späßi-Wirtschaft. Red Bull. Heute wieder Red Bull. Red Bull. Köstlich. Energy Drink. Ist ja die köstliche. Wo sehen Sie mit der Dosen anstessen, du asoziale Pressenfutzen. Also ich würde jedes Döschen stoßen. Und Zuhörer, die wir Wichser. sind mal 4 Sekunden in-game und ich bereue das Zusammensein jetzt bereits. Für die Zuhörer. Ihr Wichser. Es geht raus an alle Wichser. Genau, an alle Wichser, die im Auto jetzt gut sitzen. Da, hört euch die so. Hey, fix. Als YouTube-Video schneiden wir. Machen wir das Audio so unangenehm, wie es noch gerade irgendwie geht, dass euch das scheiß Video anschauen müsst. Zwei Möglichkeiten. Das war's gegen Bam oder das schaut das Video. Ja. Weil es so ekelhaft wird. Im Video mache ich mir die Arbeit und schneide es raus. Nice. In Zukunft. Nice. Grüß euch beieinander! Hi. Ja, geht's. Gut. Gut. Haben wir drin die letzten. Wann haben wir zusammen gehabt? 2 Wochen, 3 2 Wochen. Wochen, 3 Wochen, Wochen. 8 Wochen. 8 Wochen. Na, 18 Wochen. 4. Gelungen. 3 oder 4 waren es. Ich war auf dem Limp-Bizkit-Konzert letzte Woche. Im Ernst jetzt? See. Haben einige bei mir im Discord haben geschrieben, so, hey, ich seht beim Limbiskit-Konzert, aber ich Ja, den alten ich- Vogelscheiben nie wieder. Was ist mit Ja, dem? war geil, Alter. Also, ja, glaube ich schon. richtig Aber geil. mir hat so dermaßen genommen, wie das. Die haben ein neues Album gemacht letztes Jahr. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, schaust du mal an, was die so treiben und so. Und dann sehe ich am Fred Durst das erste Mal, wie er wieder ausschaut. Und ich denke, was? Der ist auf der Bühne umgestanden, der rausgeschaut, als war der gerade vom Drehshow gesprungen. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt Voll das meine ich. komische Mützen, Latzhosen. Aber ich mir gedacht, hat er einen Schlaganfall gehabt, das ist halt irgendein Foto, wo er sich verkleidet hat oder was weiß ich. Nein, Das will er jetzt. er will das jetzt so. Ja. Dann habe ich gedacht, okay. Ein gutes Lied ist auf dem Album. Ein halbwegs gutes Lied. Ja, also wegen dem neuen Zeug oder sagen wir mal alles ab Chocolate Starfish hat mich einen Scheißdreck interessiert. Aber er hat so ziemlich alles gespielt, was ich hören wollte. Also die ganzen alten Geilen hat er gespielt. Ich war erst ein wenig traurig, weil dann ist irgendwann Zugabe gekommen und dann fängt er an mit Behind Blue Eyes und man hat fick dich mit deinen ja, Behind es Blue ist, Eyes. es ist kommerziell ein extrem Aber das hat er gleich, erfolgreiches Lied. ich bin mir noch mal sicher, ich glaube, das hat er nicht mal ganz gespielt und hat dann gleich auf einer Face-Cover umgeschwenkt. Dann denkt, ja, das ist eine geile Zugabe, da kannst du ein bisschen ausflippen. Da kann man reintrischen. Und dann hat er, dann ist das Licht gegangen und man denkt, Fotze, spielt wirklich nicht Breakstuff, wegen dem Little ich hingefahren bin. Was soll das? Licht an, die Leute gingen das ist schon, bitter. alle gingen auf die Bühne und dann war mir so, oh, I almost forgot. Und dann ist der Riff von Breakstuff gekommen und dann ist der wirklich komplett eskaliert da drin. Das war richtig fett. Ich will gerade so, das hätte mich jetzt stark gewundert. Aber es Sehr war stark echt ein geiler Move, mit dem das Licht schon angeschaltet haben und alle auf die Bühne aufgegangen und alle gingen, die ersten Idioten gehen Das ist heim. schon geil, ja. Und dann, oh, I Netter almost Plot-Twist. forgot und dann ist er mich voll eskaliert. Was hat der Wes Ballin für der Wes Er hat ausgesagt? schon wie so ein Alien. Also so komisch mit Sweeper-Zeug und so, ich weiß nicht. Ich bin die meiste Zeit auch im Moshpit gestanden, ich habe nicht so viel gesehen. Nicht Außer nicht zu hören. schwitzende Leiber, die sie an mich gerieben haben. Jetzt ist es noch gut, oder? Ja, es war Zenithalle, da ist Ja, der ja. Sound allgemein nicht so toll, aber für das, dass der auch schon 52, 53 ist, habt ihr da oben noch Das ist so ordentlich schockierend, das hält mir wieder vor Augen, wie verdammt alten. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Ihr seid, ja. Ihr. Ist, kennst du den Biscuit noch? Kenn ich schon noch, ja. Aber ich hab das ist nicht meine Musik. Wir sind da alle mit. Du bist mehr so der König Thomas-Typ. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir Natürlich. von dem Thema wieder umschwenken, dass wir die Folge noch asozialer gestalten als die letzte, weil die hat richtig gut funktioniert. Okay. Das fällt uns da ein. Asoziales Ich bin Erlebnis nach auf einem einem Konzert Konzert. in der Babyglockenklinik gefahren und beigewichst. Boah, wir haben am Wochenende waren wir wieder fort. Und da waren wir in der Palmesel-Party. Zur Hölle. Ja, genau. ist- Das beschreibt sie sehr gut. Wir sind da nur vom Parkplatz da Wo hingegangen. war die? Bustau. Ah, Und kenn ich nicht. da haben wir hingegangen. Und das erste, was wir sehen, ist eine Frau, die direkt neben dem Gehsteig einfach hinpisst. Also, so richtig, nicht einmal in den Busch ein oder sonst wo, oder nicht einmal wie ein Typ, der wenigstens zu die Stau. Ja, Weißt du, jetzt weiß ich auch, warum du keine abkriegst. Weil du nicht hingegangen und hättest nicht gefragt, hey, darf ich die so halten? Wie so ein kleines Kind, ja. Ja, genau, pickel mich an, oder wie? Ja, Das hätte er dann weg, die soll er wegen Gas geben, dann. Aber die war du schon musst es dabei. ja praktisch mit dem Rücken zu dir Und halt halten. wirklich direkt Ja, neben sicher. dem, direkt neben dem Weißt du nicht, wenn man Bürgersteig. kleine Kinder beim Bieseln hält? Onkel Werner. Nein, So. ich halt kleine Wie die da. der kleine Natur. Und es ist asozialer Aussetzung. So. Der kleine Natursekt-Junkie, da ist er. Oh Gott, oh Gott. Aber schön, die Idioten, die nicht zuhören, die wissen jetzt nicht, was wir Lustiges gemacht Ja, haben. schau gefälligst das Video! Wie sie scheiß
Podcast scheiße auf Spotify-Dingsbums Ja, und so. Spastify. Ja, Spastify. Das ist ein Wahnsinn, ey. Okay, aber jetzt zurück zu deiner Brunstgeschichte. Mann! Die macht dich schon geil, gell? Ja, macht mich schon so geil. Findest du das nicht schlimm, wenn die da hier so? Ja, es ist ja okay, aber nicht direkt neben dem Bürgersteig. Ja, aber es hat vielleicht passiert, die haben ja kürzere Ja. Harnröhre als Männer, die können sich so lange abzwicken. Ja, dann musst du oben so hochziehen und. Ja, aber trotzdem, die konnte wenigstens die 3 Meter weiter. Also es war schon asozial beim Hingehen, tatsächlich. Wow. War Ich- wenigstens geil. Florian, Nein. das ist ganz So. natürlich. Das ist der Problem, weil es nicht Ja, das geil ist war. natürlich ekelhaft. Was Heidi Klumpen. Was? Die hat auch nur Richtung Bürgersteig geschaut, also die hat auch nur, Was Hallo grüßt? gesagt. Ja, Also die geil. hat sich, die hat, Ja, das war wirklich Okay. komplett, da wusste ich, das Und gibt's was ja fett? nicht. Na, aber kreislich. ein bisschen assi, ja. Hoffentlich hat sie das nicht. Ich kenn's das, Ja, aber du kennst die. Na, zum Glück nicht. Ich hätte gefragt, wie es heißt. Deine Sie sitzt Engelmann. am Randstuhl und brutzt umeinander mitten in der Welt geschickt und du gehst einfach hier und fängst mit dir Gespräch oder so. Ja, okay, ja, was machst du da? Okay, gehst halt auch noch Handy hingehalten, nimm mir die Nummer ein. Palmeselparty. Gehst halt auch noch in Palmeselparty, ja? Ja, die war aber ein bisschen pissig. Bist du Leute? Nein, die war mit irgendeinem Typen und der ist jetzt Der ist daneben gestanden und hat hingeschissen wahrscheinlich. Nein, hat sie ihre aber was glaubst du, wie mit unangenehm das Freibad dann auch für den zum Typen, was glaubst du, wie unangenehm das dann auch für den Typen ist? Der steht dann da, yo, my friend, Pickel gerade da und Ja, vielleicht ist ja ein Ding, das weißt du Schön. nicht. ja, ist vielleicht einfach mengen ein die das einfach. Vielleicht ist es Vielleicht war das so ein kleines Rollenspiel, von wegen, oh ja, Vielleicht, wenn keiner hingeschaut hat. Ja, genau. Dann hätte es diesen hier geben. den, Nicht, aber da waren so Gibt viele Leute. tatsächlich Leute, die finden das toll. Auf jeden Fall, wenn man dann, wenn du jetzt von dem Limp Bizkit verzeiht hast, eine Palmeselparty war es ganz ähnlich. Auf einmal kurz nach 2 geht Musik aus. Es war 1. April. Geht Musik aus und jeder hat sich gemeint, okay, 1. April, Spaß, keine Ahnung. Ja, nee, Bullen waren da. Die Nachbarn haben sich beschwert. Es gibt da keine Nachbarn. Bullen darf man Ja. nicht sagen. Aber echt, ey. PolizistInnen. Und die waren halt anscheinend da und haben gesagt, die müssen Musik ausmachen. Da haben die komplett aufgehört und kurz nach 2 zum Spulen, also es war die behindertste Scheiße seit langem, ohne dass sie das Lied zu Ende gespielt haben und sonstige Sachen. Dann bist du da gestanden, wir steht und nicht abgeholt, weil du denkt hast, okay, was passiert jetzt? Ist das nur Spaß? Aber nein, die haben das durchgezogen. Also Ja, wir haben natürlich. dann nicht wie beim Limbiskit-Konzert Nö, das Zugabe die haben das Breakstuff komplett gespielt. durchgezogen und dann war es einfach vorbei. Und dann haben 300 Leute gefühlt draußen gestanden wegen am Taxi. Mir wollten wir dann noch weiterfahren mit irgendwelchen anderen. Hätten wir für 5 Kilometer 80 Euro bezahlen dürfen. Diese Dreckstaxi-Scheiße. 80 Euro für 5 Kilometer. Es wird immer Also das war unverschämter. so Gibt es eine eigentlich bei uns Scheiße. mittlerweile sowas wie eine Uber? Na, das wäre aber übertrieben geil. Ja, das war auch übertrieben geil. Na, bei uns Wieso nicht. kann ich mich nicht eigentlich. Guck, man kann sich doch selbstständig machen. Im Prinzip also halt und weniger verlangen als Taxi. Win. Ich weiß nicht, haben die nicht auch Machst du irgendwelche. einfach schwarz. Gibt es nicht auch irgendwelche Preisregelungen, die haben, dass die nicht, dass so etwas nicht Ich passiert? nenne mich halt einfach nicht Taxi, ich nenne mich Taxo. Taxo. Bürgerflex. Baxi. Fetzo. Fettsau. Genau. Nein, ich habe eine richtig. Fetzer-Mobil. Hey, Sparkasse, ich brauche einen Kredit. Ich habe es am Vorjahr. Ich habe eine richtig geile Geschäftsidee. Mir hätte Leid von A holen und nach B fahren. Ja, und nenne das Ganze Fettsau. Oh mein Gott, auf den Namen ist noch Ja, klar geil, Alter! Da steige ich ein, Alter. Ich bin all in. Patent auch Ja. mit. Ich kann Sparkasse doch- finde ich klasse. Haben die nicht irgendwie, weiß ich nicht. Ja, gut, das Benzin ist halt schweineteuer, aber das ist halt auch gelungen. Ja, wenn du ein E-Auto hast, dann... Das ist halt auch gelungen, dass ich für 5 Kilometer 80 Euro verlangen muss, weil ich das sonst nicht rechne. Ja, der Das Anfahrt, war so der Anfahrt asozial, ist aber das. wir waren dann wirklich nur eine Dreiviertelstunde da drinnen und dann immer nur 150 Leute draußen gestanden, haben wir Taxi gewartet. Ja, und du machst ja dann noch sicher nicht Zusatzsachen wie eben sowas. Du kannst du angerufen werden, ich habe gerade keine Zeit, nicht, hilft dir eh nicht. Oder bring mir was von Mackie oder keine Aber ich Ahnung. kannte das schon alleine nicht. Stell dir mal vor, mir ruft um 2 in der Nacht der Frau an. Da war ja so Mit dir, der ich nervös. um 2 in der Früh nicht am Anfang. Sitzt die ins Fettsauauto rein Ja, und sitzt drin als Jungs deren und so. Dann hockst du vorne drin und auf einmal gingen Nur in der die Unterhose. Knöpfe, gingen Türverschlüsse zu. So, tschuck. Ja, Und nur in der ja. Unterhosen. Ich hoffe, du warst vorne auf dem Gehweg beim Brunzen, weil Noch ein bisschen angepinkelt, ich wollte es gerade sagen, ja. Scheiße. Kinder sieht eingestellt, aufgesucht. Und Drogora. ganze Fahrt wieder dahin zum Schlüpfer. Schnu bist am Kinder, siehst du asozial. Du bist echt ekelhaft. Du bist richtig ekelhaft. Aber irgendwie... Also einen halbzarten jetzt. Einen halbzarten. Ja, einen halbzarten. Halbharten. Einen halbzarten. Der ist ja halb hart, ist ja das andere wie halb zart ist. Ja. Fragwürdige Scheiße, Florian. See. Auf was ist jetzt eigentlich der Geschichte hinausgelaufen? Ich hab keine Das ist Ahnung. einfach scheiße, Er hat war. angefangen, einfach er scheiße. hat angefangen mit, das war wie bei mir auf dem Olympischen Ja, genau, das ist Ich habe jetzt die Olympischen ganze Zeit drauf so ein gewartet, dass es bisschen genauso deswegen. cool war, aber es war nicht genauso. Nein, es war halt nicht überhaupt nicht so cool. War überhaupt nicht so cool. Deswegen mag ich nicht mehr fortgehen, weil alles beschissen ist. Na, ist es nicht beschissen. Ein bisschen schon. Ja, aber ein bisschen Jo. schon, das stimmt. Ist auch so teuer geworden. Ja? Ja?
Ja, Und für das gehen wir arbeiten. 80 Ja. Stunden in der Woche. Mindestens. 84. Ja, Also ich mittlerweile 86. so wie es halt erklärt. Als anständiger Deutscher. Und so da richtig. fühle ich mich einfach schlecht. Ja, Das ist ja. aber nix, ja. Ich möchte meinem Staat Ich muss was auch, zurückgeben. genau, Ja. und dann hoffe ich, dass ich dann Und meinem Arbeitgeber genau, natürlich. Ja, mit natürlich. 67 in Rente gehen kann. Schau her, Und dann Florian, steht- und wenn's, Ja. und wenn's Dann die schauen die nächsten... Franzosen und denken, jetzt ja streiken auf das Deppen, seid froh, dass ihr arbeiten dürft. Ja, und wenn's jetzt richtig einhaust, Flo, die nächsten, ich sag jetzt mal 2 Jahre, wenn's richtig einhaust, In wen? Und Arbeit. in die die an die Straße gesucht hat, wenn's richtig einhaust bei dir in der Arbeit, dann Lass hast mal. dann kauft sich dein Chef vielleicht nur ein Vierzauto. Boah, das war viel cool. Ja, schon. Vielleicht Da musst du der jetzt wieder- einfach mal, da darfst du nicht immer an die Dinge. Vielleicht der wieder den auch zum Waschen vorne mal. Ja, bitte, und den Chef auch. Ja. Vielleicht wirst du Testfahrer irgendwann. Ja. Boah, Wie dann wird waren man, wir wie wieder wird beim man bei der Taxi. BMW, wie wird man bei der BMW Testfahrer? Sowas gibt's wirklich. Du, ja? ja, mein Bruder ist da. Wie, dein Bruder ist da Testfahrer? Ich flippe aus. Nein, der hat sich da beworben, den haben es nur nicht genommen, weil er zu jung war. Der hat aber mittlerweile schon so ein Zertifikat und was weiß ich alles. Dahingehend, also Wird irgendwann eventuell Testfahrer. geht er mal in diese Richtung, ja. Der hat Testautos, also so Testautos hat er daheim gehabt. Von der BMW, die wo halt noch nicht fertig haben, der wo halt in das ganze Zeug auf ist. Also das ist schon interessant, das ganze Thema. Das ist auch interessant, ja. Gut. Ja, interessant. Ja. Wie interessant wird das? Ja, fahren wir auf Pause am Kim wieder und sagen, was war. Das ist irre. Nein, die müssen das ganze Teil halt auslesen, das ist ein Bordcomputer und die ganzen Fehler halt testen. Ehrlich? Ja, das ist richtig Das krass. So richtig, aber- Das ist so richtig wie anstecken und auslesen und eingeben. Halt der scheiß Maul einfach. Nein, ist ja geil, wenn du die ganzen neuen Autos fährst. Du fährst ja zum Teil die Autos, die wo es in Deutschland gar nicht gibt oder die es noch nicht gibt und solche Sachen. Da muss man, glaube ich, Autoschraube sein. Ja, dann Ich mag brauchst du die auch nicht, mir ist Piercing. das auch- mir ist das auch Brauchst du wurscht, Piercing, ja. aber- Dann, Skorpione daheim, ich habe einen Schlangen. Vogelspinnen. Ich fahre seit 20 Jahren das gleiche Auto. Das ist mir vollkommen wurscht, ob es ein Auto in Deutschland gibt oder nicht. Ja, Du fährst Ich mir auch nicht. mit Auto. das ist richtig. Also mit dem du fährst, ist der Bürostuhl. Von links nach rechts. Ja. Ja. Und auf Toiletten. Dann wagel die aussehen. Sagt er vom Stuhl ins Klo. So mit. Ja. Direkt neben dem Bürgersteig. Ja, also der war die. Ja, ich fahre unten auf die Straße und suche da Ja. vom Stuhl aus hin. Dann gehen wir wieder. Der Stuhl hält mich so, wie die kleinen Kinder sind. Ja, es passt okay. Schaut mich 6 Liter an! Wasser gespart, wenn du schwimmen musst. Ja, stimmt. Ich tue was für die Umwelt. Ja, Da tue ich was dafür. Wenigstens einer. Aber nicht Nicht viel. hier Da müssen wir jetzt Spaß mit also Testautos spazieren müssen wir fahren. sofort wieder weg von dem Thema mit hier Umwelt und scheiß mich an, weil sonst Scheiß mich kommen wir in ein Umwelt. Thema hinein, wo jetzt gleich so Hass erfüllt wird, dass es spät ist. Schnell, sag irgendwas. Titten. Geil. Na. Jetzt wird's wieder warm. Ja, Gott sei Dank. Hoffentlich. Du willst was sagen? Ich schwitze so auch, brauche nicht warm werden. Ich schwitze so auch, weil ich fett bin. Also Ich finde, ja, weil ich den ganzen Winter jammern, aber leider aber nur kalt. Ja, halt und dann im auch. Sommer hockst du dann da mit 40 Grad Arschwasser in der Arschgrunzen, überall staunzen. Ja. super ist er der Sommer. Ganz ich klar, kann so. überhaupt nicht schlupfen können. Ja, wieso denn? Ja, weil es so warm war. Ach so. Ah, aber Hauptsache wir haben uns im Winter beschwert, du Vollidiot. Vollidiot. Ja, aber im Sommer nehmen wir sowieso im Whirlpool auf, oder? Per Logo. Also, wir brauchen noch einen Whirlpool dafür. Sponsor mich. Mit Whirlpools. Wasserfeste Mikrofone. Habt ihr gelesen, dass in Amerika jetzt ein 50 Jahre alter Orca in die Natur entlassen wird? Lolita. Der 50 Jahre lang eingesperrt war. Ja, irgendwie, also ich glaube mit 2 oder 3 haben sie gefangen und haben ihn dann eingesperrt und jetzt seit 2 Jahren macht er keine Shows mehr und wammelt in irgendeinem Mini-Becken umeinander. Nein, umeinander. Ja, was wäre denn? Da kann ich Ja, ist ja, glaube ich, heute würden sie ein Orca. Ich weiß nicht, wie alt das die werden. Waren wir letztes Mal schon bei Orcas. Ja, Da ich wollte haben gerade sie sagen- Lebend gefressen. Ja, genau, Zentralrat der Haie sehen sie jetzt. Ja, das ist nur einer mehr. Wow. Ja, super, unsere armen Lebern. Nein, habe ich nicht gekriegt, tatsächlich. Das ist, ja, haben wir erstmal noch 2 Jahre drin umeinander wammeln lassen und in keine Show und dann lassen wir erst aus. Ich habe bloß mitgekriegt, dass ein anderer Orca jetzt nach Portugal auswandern möchte. Warum ist er denn da? Das weiß er wahrscheinlich selber nicht so genau. Egal. Nach Madeira. Schon wieder das. Ja. Wir alle. Ja, natürlich möchte er nach Madeira. Bloß hat er kein Geld. Das weiß er bloß noch nicht. Also, ihr wisst, ja, egal. Teppich auf, reingekehrt, sonst haben wir wieder bei dem Thema, über das ich nicht reden mag. Da kommen wir aber immer wieder zurück. Du wärst auf kurz oder lang nicht rundum gekommen. Diese verfickte Pommespanze. Ja, Aber aber rauscht aus. sei doch nicht so. Ja. Muss jetzt doch nicht sein. Ja, wir haben übrigens letztes Mal aufgeklärt worden, warum, mehrmals übrigens in die Kommentare, Wieso? warum die Orcas diese Lebern fressen. Ja, ich Ja. weiß jetzt nicht, weil bei mir lauter Orca-Fachmänner in die Ja, Kommentare ja, weiß ich auch nicht. Rechtschreibung haben sie beieinander, als hätten sie noch nie eine Schule von ihnen gesehen, aber dann da waren hab es ich schon- Orca-Fachmänner. Das habe ich schon abgelegt, dass ich das lese, weil ich Spartenverein. krieg manchmal Sätze geschickt, oder da hat sogar mir ein Vogel aus. Ja, ich denke, so, Der Flugbison zum Beispiel, der hat drunter kommentiert bei Sowacht und einige andere auch, die habe ich aber leider vergessen und einfach weggelassen. Egal. Orcas fressen die Leber, weil sie für die Orcas wichtige Nähr- und Energiestoffe enthält. Ja, frage ich mich, woher weiß denn das der Herr Orca? Der hat in seinem, das Instinkt. glaube ich, 6. Klasse Bio. Ja.
Ja, keine Ahnung, die haben die so intuitiv drin. Das ist doch auch so, wie wenn du das erste Mal zum Burger essen gehst. Das ist geil, Punkt. Das weißt du Warum wahrscheinlich fressen es vorher. dann nicht andere Leben, haben bloß Haie Leben? Die sind nicht größer. Ja. Dann friss ich Wir doch fangen nicht an mit so einem kleinen Die sind, Goldfischschläger. die sind der richtige Feinschmecker, haben sie gesagt. Gleich. Feinschmecker. Ja. Ja, aber Das es ist gibt doch wieder- auch noch andere große Wassertiere, das haben wir schon Ja, wie der wieder. Asiate weiß, dass man vom Hai einfach nur die Flossen abschneidet und den Rest wegschmeißt, so weiß halt der Orca, dass man nur die Leber ausschneidet und den Rest wegschmeißt. Das Fuck you, Dolphin! Fuck Dein you, Bildschirm ist Dolphin. gerade ausgegangen übrigens. Wie meine Bildschirme sind ausgegangen? Oh Mann, warum machst du denn den? Kein Signal. Gingen schon wieder an. Da schau hin, Ja, sind schon wieder da. Haben schon wieder Ist dein da. Zauberer? Ein Magika. Spaß. Mensch. Kruzifix lauter Behinderte, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. So, jetzt haben wir das Thema Orca. Nach wie vor die Frage, Behinderte Orcas. wer sich die Scheiße da anschaut oder anhört. Die Frage ist, wer hört sie die Scheiße nur? Ja, Genau. nur Spaß Ja. nennen sie es ja. Wer ist es nur ohne, das ist echt Pro-Gamer, schauen sie es ja. der Ja, die schlägt müssen das nicht mal Katzen. anhören. Ja. Dabei. Nur anschauen. Sollen wir den wahren Grund sagen, warum wir das sagen? Dass wir einfach geldgeile Wichser sind. Nein, weil wir jetzt dann das Hosting mehr erzahlen müssen, wenn es noch mehr hören anstatt schauen. Ja, also, Hey, kannst du kurze Ansage, kannst du bitte aufhören auf Spotify die Scheiße anzuhören? Da kriegen wir kein Geld. Müssen wir Erstens kriegen wir kein Geld, sondern müssen wir zahlen und das wird jetzt dann einfach 2,5-fache, wenn es noch mehr Leute werden. Entschuldigung, kannst du bitte aufhören damit und auf YouTube kommen? Danke. Ja. Wer es nicht tut, ist blöd. Der ist doof. Ja, Ganz, richtig ganz doof. böse. Ja, du bist richtig raus. doof. ja, Du bist raus. der schreibt doof, groß und mit einem O. Und mit Haar. Der ist doof. Und mit H, ja. Doch. Mit A und H. Habt ihr Last of Us Im angeschaut, Dorf. die Serie? Nö. Nee. Ah, du Erste- hast gesagt, du möchtest es jetzt spielen, oder? Ja, ich bin jetzt gerade mittendrin im PC-Remake, was offensichtlich ein absolutes Desaster sein muss. Es hat Steam-Reviews, dass den Tosen scheißt. Was aber auch geil ist, weil die Leute einfach dumm sind, das ist, wenn du das Spiel startst, dann rechnet irgendwie das Spiel erst mit irgendwelche Shader und es dauert bei Maschinen, die nicht 4.000 Euro kosten, ungefähr eine Stunde und länger. Okay. Und wenn du das Spiel startst, währenddessen die Shader dann umeinander vorrechnen, dann sagt halt das Spiel, okay, bye. Ahoi! Chips und Cola. Kannst du mir mit Kennst dem du das? Scheiß aufhören? Natürlich kriege ich Chips. Ja, Cola. und jetzt Aber kriege ich ungefähr 4 Mal. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriege ich das schön. Bier und Leberkäse heißt es bei uns eigentlich. Pizza, lieber Kais. Sehr lecker. Nur zwei Preisenscheller am Tisch sitzen. Was? Steinigt sie in die Kommentare. Jetzt. Du hältst den Schnauzer. Ah. Wo Wo bin ich stehen geblieben? bei Idioten, die jetzt dumm sind, das kapieren. Jetzt hab ich gespuckt. Du hast einfach hergespinnt. Ja. Geil. Idioten, die nicht kapieren, wie man Scheiße, mit dem Computer umgeht. Und Das ist dann ungefähr, beschweren. ja. Ja, gut, irgendwo natürlich ist auch Naughty Dogs Fail, weil das einfach ein Fail ist. Was soll die Scheiße? Und ich glaube, dass das um einiges besser laufen hat, wenn die Leute das einfach durchlaufen lassen dann und dann auf Spiel starten drücken und nicht. Ich kann nicht warten, ich muss das Spiel. Ich muss die 10 Jahre das Spiel jetzt spielen, nicht in 5 Minuten. Ja, so geht's ja nicht. Und ja. Auf alle Fälle hat es in Indien Bin jetzt nur in den ersten Fall gegeben, wo man beobachtet hat, dass ein Mensch an einem pflanzlichen Pilz infiziert hat. Also, Oh, das habe ich auch gelesen. ich flippe aus. Ich flippe aus, Ich ja. flipp komplett Weiß aus. nicht, schon ist scheiße Ja. behindert genug Müssen wir jetzt ist. dann einen Schwammerl Nochmal für mich. kriegen. Schwammerl Inwiefern infiziert? Was genau? Ja, keine Ahnung, was irgendein Schwammerl von Weißt du, was in der Last of Us los ist, was da der Apokalypse-Ding ist? Komm, ich mal erklären, Achtung, Spoiler! Nein, was nicht. Also nicht die typische Zombie-Apokalypse, sondern da ist, es gibt ja wirklich so einen Pilz, der Was ist der Cordyceps? Oder Cordyceps? Cordyceps, glaube ich, heißt er, ja. Ganz wichtig. Das, wenn du nicht weißt. Der Ja. befällt Tiere und nisst sie da im Hirn ein und steuert dann die Tiere. Wie gibt's halt schon befällt der wirklich. denn die Tiere? Ja, praktisch Sporen. Der springt. Ja, genau. Wie sie Also, Pilze ja, okay. vermehren durch Sporen Ja. über die Da Luft. hupft unten Mario ohne, dann kommt er aus der Box und dann fährt er me. von dir. Genau, Pilzi. dann fährt er vorbei und wenn dann die Schnecke einfährt, dann wird es ein bisschen größer und dann übernimmt er die Genau. und dann fährt es die ganze Zeit gegen den Wind. Das heißt, wenn du jetzt vor der Palmesel-Party beim Biedeln bist, hast du verloren. Stell dir vor, du bist in einer Palmesel-Party beim Bisseln und fährt der Schwammel vorbei. Oder in die Ei. Das magst du einfach nebenbei und macht die Züge so Korken. Auf alle Fälle übernimmt der, den gibt es halt wirklich, der übernimmt das Viech und steuert das dann halt zombiehaft, Gedankenkontrolle-mäßig irgendwie so, keine Ahnung. So Richtung oben, Richtung Licht, damit er da halt seine Zeit Ja, kriegt ja, und dann ja. wächst der aus dem Kopf aus, platzt auf, das Viech verreckt um und er wächst da oben gemütlich. Genau, und dann verteilt er seine Sporen wieder in die nächsten 4 und so Ah, weiter. das ist es, ja. Und in The Last of Us ist das, glaube ich, genau dieser Pilz, aber der ist halt irgendwie so mutiert, dass der halt Leute befällt und die Leute beißen die dann im Prinzip wie Zombies und dann werden sie zu Okay, denen also, Viecher. ja, Oder versteh. küssen die.
Ja, das habe ich im Spey. Wir können uns auch zur Sicherheit Im küssen. Spey bin ich bloß erst so weit, dass ich das mit wie soll ich denn sagen? Da beißen sie die, glaube ich. Ich bin noch nicht oft gestorben. Ich glaube, ich habe 2 Depf, was Tode bedeutet. Und da rennen, ich bin ja noch nicht recht weit. So kindisch. Ja. Für die gelangen sie überall hin. Was bist du jetzt so? Bis jetzt ist Spey sehr gut. Ich habe jetzt 2,5 Stunden Playtime oder so. Aber Du hast da da 5 Minuten gewartet, bis es geht. ich habe mir, Ja, wie lange hat es bei mir gedauert? Ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Habe ich gewartet, ist einfach gegangen. Ja. Das ist zauberhaft. Ja. Das ist zauberhaft. Auf alle Fälle Sehr glanz gutes Spiel bis jetzt. Hat's ab mit Schwammerl Infektionen. Ja, bitte nicht Die Schwammerl. Intimpilze schon, die ich gesammelt habe, mehr oder weniger das nicht. ist Oder Pflanzenbrei ist nicht. Stell dir vor, der scheiß Schwammerl übernimmt deinen Pimmel. Alter. Vor allem steckst drin in der, die wo einen anstehen. Ich so, Ich kann nicht. Ich erkläre der Polizei einmal. Und dann steht er vor, der Kahn ist der Polizist. Ja, ich verstehe das voll. Das ist kein Problem. Was die Hälfte? irgendwie das gleiche Problem. Gummiknüppel aus. Ja, gar. Verdammten Zipfelschwammerl. Zipfelschwammerl. Ja, lieber aber mal am Bauch, wie Zipfel am Schlauch hast. Das ist richtig. Schlauch. Schlauch. Zipfel am Schlauch? Du meinst ein Schwammerl am Schlauch, oder? Schwammerl am Schlauch. Wie Zipfel am Schlauch. Ja, Zipfel am Schlauch ist Zipfel das war auch am komisch. Schlauch. War Das komisch. war eine oder? Wünschelroute praktisch. Was soll denn die finden? Ich hoffe, kein Trockengebiet. Vaginas. Vagina. Vagina. Show me your genitals. What? Ich hätte fast Vagina gesagt. Das sagt er nicht. Egal. Schau mir Vagina. Was Egal. MC Vagina? Was habt ihr sonst so drin in den letzten 2 Wochen? Geht den Scheiß auf. Fetten Vollidiot. Gut, dann fahren wir heim mal wieder. Okay, bye. Niet. Was sagt der Russ in der Kreis? Sagt Niet. Lol. Okay. Wir haben eine Flachwitze-Challenge bei mir im Stream. Muss ich aber auch sagen. Wow. Wow. Ja, schlechtester Witz, der da einfällt. Also wirklich so unterirdisch schlecht, dass er schon wieder gut ist. Boah. Oh, mein, Geht der Keks und Ecken, hätten er fast erpresselt. okay. Muss ich jetzt auch, oder was? Ja, du musst jetzt sagen. Na verdammt, geht der halbe das Sau zum Doktor und sagt, ich fahr immer um. Sagt die Jungfrau zum Vibrator, zieh doch nicht so für mich, ist auch das erste Mal. Hauptsache, ihr reißt wirklich über den Scheiß. Ja, ist auch witzig. Von dir muss ich mir auch hören. Das verursacht Schmerzen in meinem Mein Pipi. Haupthirn. Großhirn In dem, Da in dem kann die noch. großen Schmerzen sein. Ein bisschen schon. Ja, bisschen. Die ziehen sie die ganze Wirbelsäule an, bis ins Arschloch. Bis ins Arschloch. Dann Arschlochschmerzen. scheiße ich unkontrolliert auf mein Gaming-Chair. Wer kennt's nicht? Der Klassiker. Wer kennt's nicht? Eigentlich müsste es da bloß so ein Loch reinmachen. Unten. Ja. Oder wie bei South Park. Mom, Schüssel! Du machst halt einfach da in den ganzen Boden ein Loch rein, den scheißt einfach in den Keller, der ist riesengroß, du kannst ewig einscheißen. Boah, leck, da hast du eine ganze Güllgruben. Ja. Geil. Cool, Leute. Plumpsklo aus dem Zimmer im Du kannst Keller. einscheißen, einpissen, einwichsen, alles was du willst. Fickst du ins Klo, ey? Nein. Na, dann ich auch nicht. Passiv. Erstes Ja, Tempo, nicht. dann ins Klo. Ah, okay. Du kannst ja deine Kinder nicht ins Klo schicken. Das machen wir mit Babyklappen, haben wir festgestellt. Scheiß. Ab in Da kriegt das Babyklappe. Wort Scheißheiselkinder gleich eine ganz andere Ja. Bedeutung. Ja, okay. Scheiß aus, Kind! Oh my Oh gosh! mein Gott, es wird wieder wärmer. Grillt's ihr? Natürlich. Professionell. No. Na, natürlich grillt keiner von uns professionell. Ja, genau, jetzt kommt er wieder. Ja, Kim. How to grillen. Ja, voll Idiot. Dann ist es so kalt, wenn es kommst zum Genau. Essen. Ja. Kommt er wieder her. Fleisch. Also ich schlag das Viech selber. Wahrscheinlich. Mit meinen bloßen ganz schwer. Händen. Ich nehme so viel Fleisch, aber ich will lieber Käse gegessen. Ja, aber die Sau ich vorher selber erwürgt. Ja. Das mache ich immer so. War Pizza-Leberkas, das diskutieren nicht. Nein, eben. Das war. Da fällt uns jetzt nicht mehr rein zum Thema Grillen. Was hat sie für. Doch. Was? Ja. Was möchtest du denn übers Grillen? Du hast gefragt, ob wir Profi-Griller haben. Ja. Nein, bin ich nicht. Nein, Thema mach ich erledigt. nicht. Was möchtest Erzähl du mir was Neues. Was möchtest du denn? Weiß ich nicht, erzähl mir was. Gut. Ich war letztes Jahr beim Wenisch. Na, hey, halt dein Maul, ich war noch nicht fertig. Großer Gott. Du ein behinderter Vollidiot! Jetzt kommt's halt, okay? Ich war letztes Jahr beim Wenisch. Hallo, bist du, wenn ich jetzt rede weiter, oder was sonst? Ah, na, da haben wir so ein Steak-Tasting gehabt. Steak heißt das.
Steg, ja. Steg. Da waren wir schon einmal. Steg. Haben wir einen Steg gegessen. Einen ganzen Steg. Jetzt ja beim Wenisch. Ah ja, okay, du. Okay. Da, wo liegt's denn Weininger? Was hast du da? Ja, so mein das, da habe ich gerade einen Blöd Okay. gehabt. Super. Ist einmal lecker. Ganz gut, ja. Die werden unterschätzt, diese Restaurants. Da, vor allem die Möbelhausrestaurants, die sind. Ja. Wenn jetzt irgendeiner von euch voll Point. Spaß mit Köttbullar kommt, hau ich mir aufs Maul. Ich komme auf Köttbüller. Du kommst auf Köttbullar, ich komm in Köttbullar. Geil, Alter. Ja, toll. Köttbullar mit Hätte nie jetzt Ja, am verloren. du bist Hätte- raus. Du warst beim Ich bin Wenisch. beim Wenisch. Oh, leck mir mal schon. Scheiße. Ja, macht sie immer weiter. Ich muss mich anputzen. Verzeih mir, wo warst du noch letztes Jahr? Letztes Ja, Jahr? wo warst du sonst? Ey, noch? wo war denn sonst noch? Volksfeste. Volksfeste sind nicht. Oh, Das erste Volksfeste. Volksfeste ist gerade im Stimmt, Verkehr, das war oder? das zweite, wenn du schon zu Ja. Grillen nichts verzeigen können. Jetzt fangen wir an Volksfest an. Ja, da geht richtig. Du was verzeigen. Oh Mann, wie geht das schon hin? Ich kann nicht mehr hingehen! Ja, freilich kannst du die. Ja, können schon. Hoppala, also mal Kuppel ausdruschen. Das ist das fürchterlichste. Da glaube ich, haben wir aber auch schon mal drüber geredet. Verkehr ist jetzt, oder? Da habe ich Ja. wirklich. Verkirchen. Und jetzt geht's dann weiter mit Stockbefeste waren jetzt noch ein paar. Und dann, glaube ich, Duld Landshut ist jetzt dann auch in 3-4 Ja. Wochen. Ehrlich gesagt, Dann keine geht's Ahnung. Bei ins uns, Wochenende rund. ich bemisst das wir haben Weinfest bei uns in Landau. Weil kurz drauf ist dann. Sozialer Penner. Kann ich Aus dem Volk gehabt, geil. Ich bemisst das wir haben Weinfest bei uns, weil kurz drauf fangen und dann Volksfest an. Ist im Mai, oder? Das Weinfest. Ja, ich glaube schon. Mai, Juni, oder? Ende Mai, Anfang Ja, Juni ja, irgendwo da da. fängt es dann an, dann ist dann Basting und dann ist Landau und dann ist Moos ist das ja wieder. Und dann ist Mir scheiße. das erste Mal seit Corona angefangen, oder? Aber hallo. Ja, Gott sei Dank. Da wäre ich mich wieder so Da niedergeknallt. war ich sogar in meiner ich sauf euch alle unter den Tisch Zeit einmal und hab mir gedacht, das ist die behindertste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Ich war Da da lauter nie. Behinderte. Wenn ich den Da haben Scheiß bloß verkehr, Behinderte. keinen Bock drauf. Wenn ich den Da Scheiß haben nur Behinderte. komm ich auf. Ja, kennst du alle. Ja, Da fährst wirklich 50 Kilometer einfach nur dahin, um die Leute zu sehen, die du sonst da siehst. ja, das ist eine richtig gute Idee. Ja, aber das ist voll geil. Aber ist top. Das darf ich mal ausmachen. Ich treffe uns alle in Berlin. Aber das heißt, die halt komplett behindert. Das Die ist ja am Bustinger Volksfest Wochenende ist Moos, aber weil nämlich dieser Bus dann vom Moos meistens ins Volksfest einfährt und da sitzt man mir dann gerne mal drin im Volksfest und dann schauen wir diese Vollidioten an, wie einer von oben bis unten voll stimmt. gekotzt, da reinkommt der Mann, der muss jetzt weiter Wie saufen. sagt der Busfahrer immer, wenn keiner speit bis Buisting, bleiben wir noch stehen. Ja, gut. Ja, gut. Ich gehe da schon immer lieber auf Buisting, auch da zum Frühshoppen, weil es einfach gemütlicher ist. Ich muss nicht Aber- rumschauen wegen dem Platz, ich hab keine Assis. Aber Frühshoppen ist generell halt einfach, finde ich geil, weil Alkohol verstärkt ja auch eine Gefühlslage in den meisten Fällen. Ja, Und in der Früh, Da bin ich noch mir da, als ich vorher war, oder super. wie? Ja, Geil. du bist der Topfit. Aber der Unterschied ist halt der, Wahrscheinlich dass wenn du können sie meistens, das wenn du gute Laune hast, fickt euch einfach. Jetzt Hast du das Masse- vielleicht mit Koks oder Speed verwechselt? Nein. die ganze Masseball geknüpft. Nein, aber das ist ja in der Früh, sagst du eigentlich Korn irgendwie flennen oder Korn, der wo schlecht drauf ist, das hast du eigentlich immer nur abends, weil du dann, wenn du schlechte Laune hast, Alkohol trinkst, dann schlechter drauf bist. Und in der Früh hast du eigentlich immer gute Laune, deswegen ist Frühshoppen auch so andere. Ich habe in der Früh wirklich immer gute Laune, ja, das stimmt. Ja, vor allem du, vor allem deine Früh fangen um 13 Uhr an. Ja, Ja, 15 Uhr, 15 Uhr. 17 Uhr. 17 Manchmal Uhr. 17 Uhr. Manchmal. Ja, das ist halt auch nicht gelungen. Nein, ist er nicht. Ja. Ist Frühshoppen nur, wenn ich wirklich in der Früh sauf oder zählt das ab, wann ich aufstehe und dann gleich sauf? Na, eigentlich in der Wenn Früh jetzt für ist mich Frühshoppen. mein in der Früh 17 Uhr ist, Dann ist halt peinlich. ist mein Frühschoppen dann ab 17 Uhr oder Nein, wie ist das Frühshoppen. dann? Na, du sagst ja auch nicht, ich bin in der Früh aufgestanden. Ja, ich schon. Na, Jo. ist auch gelungen. Ist auch gelungen. Nicht. Na. Volksfeste. Oh, ich freue mich schon. Früher, so, es gibt so die Teile so in 3 Abschnitte, so als Kind. Da warst du dann Breakdance den ganzen Tag fast und 200 Euro verfasst. Und gangstermäßig am Autoscooter umeinander. Ja, genau. Ja, voilà. Dann Dann schießt du mit deinem behinderten Luftgewehr, schießt du so ein Plastikmesser, mit dem cool merkst du dann umeinander. In unserer Zeit hat man dann noch, also zu unserer Zeit, nein, wir haben ja nichts gehabt. Nein, da ist ja was wurscht, gell? Haben wir noch Butterflies schießen können, sonst scheiße, da ist jeder mit dem Butterfly da gestanden, da war mal super cool. Heute, wenn du ein Butterfly dabei hast, bist du einkastel 2 Wochen lang. Nimm mir kurz mit. Depp. Ja, wenn ich es da gewungen habe, was soll ich machen? Das sieht was anderes aus. Nein! Warte, vielleicht Den großen 103 Teddybär verloren. habe ich nie gekriegt, dann nehme ich lieber das Ich Abstechding. hab mal so einen fetten Pikachu gekriegt. Ja. Fetter Geil. Pikachu, ne? Ich habe mir eine riesengroße Maus gekriegt, das weiß ich nicht, da habe ich so viel Lose, da hat so Herzl, die Herzl-Lose, kennt ihr ja? Ja. Aber das ganze Volksfest lang, das war noch in der Kinderzeit, so viel Lose da gehabt. Pause.
Schnell. Sponsor vergessen. Oh Mann, schon wieder. Aber wir haben ja schon wieder keinen, oder? Oh Mann. Wir hatten jetzt schätzungsweise von der Kamera gefeit 2 Minuten. Profi-Podcaster. Weil du wieder nicht schaust, fetter so- Trottel. Ein Spast. Unfasslich. Ja, nervt mich. Zum Kotzen. Jetzt glaube ich, haben die Leute gar nicht gehört, dass ich mal einen Fettsack-Pikachu im Volksfest gewonnen habe. Ja. Gehört haben sie es schon. Aber nicht gesehen. Ja, jetzt haben die wieder, die ich hab wo nämlich so bloß hören, gemacht. haben wieder einen Vorteil gehabt. So habe ich gemacht. Ja, das musst du im Video schauen. Wenn du das im Video schaust, bist du raus. Ja. Ja. Dann habe ich angefangen mit, ich habe mal so viele Herzerlose gekauft. Ja, genau. Und die große Riesenmaus, die hätte es bloß geben, wenn man ein rotes Herzl findet, sonst habe ich nach ungefähr 300 Lose nicht gefunden. Und irgendwann hat der Typ so viel Mitleid mit mir gehabt, dass ich ihm so einen Batzen Lose gegeben habe und dann hat er gesagt, ja, dann nimm's mit. Dann habe ich so eine riesen drum Maus gehabt, die genauso groß war wie ich. Das ist so geil, wie es da eigentlich ausgesackt ist. Wie die Total, Kinder ja. ausgesackt werden. Ja. Aber es gibt 2 Arten von Lose. Es gibt einmal die Lose mit Nieten und die ohne Nieten. Und die ohne Nieten, die haben ja nur Scheißgewinne. Ja, ja. Ja, das ist ja Die sind ja nur 3-mal schlimmer Ja. als die anderen. Habe ich lieber Niete, bevor ich den Scheißdreck gewinne, was da Ja, ich Oder bin ja dann selber ist schon eine Niete. Dann ist die Phase als Kind vorbei, dann versaufst du 200 € im Volksfest. Nein, das hast du damals nicht gehabt. Also, das stimmt nicht. Du bist immer so mit 50 € oder sowas hingegangen, dann hast du im schlimmsten Fall noch einen Strohhalm geben lassen. Also, ich hab nie als Kind, 200 €, so viel habe ich gar nicht gehabt. Meine Karte waren 500 € auf ein Volksfest hoch. Auf Also ein auf Hoch. 4 Ja, auf ein Tage. Hoch. Auf Volksfest 4 Tage. Er war vierstellig. Was ist mit dir? Du hast aber was verloren davon. Tschüss! Okay, dann, Okay? naja, das müsst ihr auch anschauen, was da gerade Ja, passiert das ist so geil Ganz jetzt gewesen. komisch. Krass, ey. Das, wenn du nicht sagst, dann bist du komisch. direkt Ich habe behindert. schnell hinter die Kamera geschleidet. Ma- Behinderte. Lass mich nicht. Kann ich nicht jetzt sagen. Dann geh ich jetzt schnell. Weiß nicht, Wann machen wir davon. eigentlich jetzt an unseren OnlyFans-Account? Hab ich schon. Was war das Höchste, was du versucht hast im Volksfest? Das Höchste, was ich versucht habe. Bestimmt hat es 200-300 €, aber nicht als Kind. Ja, wir haben immer ja von der. Ja, mit 16, 17, 18. Ich hab da immer so, was weiß ich, so maximal einen 100er dabei gehabt und hab mich halt so behindert mit den Massen. So viel habe ich den Vorteil gehabt, dass wir mir ganz wenig Schnaps trinken. Wir haben uns halt 4, 5 Massen ins Gesicht. Und dann Ich hab den Vorteil gehabt, dass ich nur Schnaps drin hab. Und irgendwie hat er so ein kleines Jackie Cola Glasel, da wo ich so mach, ist weg 4,50 € gekostet. Das war eh noch nichts. Mittlerweile zahlst du 8 € dafür wahrscheinlich. Geil! Ja, bin Dafür ganz- verdiene ich jetzt ja 8.000 € anstatt 1.000. Es ist echt schön, dass die Löhne passend zu den Lebenserhaltungskosten Ja, steigen. ja. Da bin ich ganz froh drum. Apropos eure Löhne. Gib Geld. Gib Geld. Ja, das ist es nämlich. Oder? Ja. Was Die möchtest du brauchen von mir? Ja, das holst du jetzt einfach so an dein Handy oder an deinen Monitor hier und dann. Wir Bankkarten. Ja. Aber was möchtest du Und dann sagen, kommt, Löhne? ist bei mir so die Phase gekommen, so, ja, ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Lass mich in Ruhe. Und dann ist halt noch das von vor 5 Jahren dazu gekommen, dass mich 2, 3 Leute kennen und dann hast du die Besuch von Vollidioten da dort, die nicht mehr gehen. Das ist unaushaltbar, Alter. Muss man wieder mit so Fleisch bei dir auf dem Haus. Unaushaltbare Scheiße. Ja. Echt? Was? Ich würde da mal gerne mit dir Marcel trinken einfach. Ja. Haben wir doch eh schon mal. Ja. Also mal. Boah. Weiß ich nicht, da waren wir halt trotzdem voll geil. Oh, leck, da habe ich irgendeiner Tussi gesagt, das will er auch nicht aufs Maul hauen und sie jetzt da. Stimmt. Das muss ich vielleicht damit direkt ins Mikro und so, oh, gute Geschichte. Ich kann mich nur noch bedingt daran erinnern, weil ich war hackenvoll. Da war so ein Weiberle da. Aber das ich war glaube, so ein richtiger Mann. Das war so richtig. ja, die glaube ich hat aber Mio, die hat Mio Hat die geiert. Kicks, Ja, ja. Und Die ich weiß- safe hat die Dio War das geil. die haben Ding, ja, die hat Mio geiert und du bist aber daneben gestanden und hab gesagt, hau mir aufs Mal. Dann hast du so Und sie gesagt, ja, irgendwas hast du mal gesagt. Mit so der von- Faust, oder? Nein, nur mit der flachen Hand hat es halt einfach so ausgeführt. Das war jetzt auch nicht so dramatisch, aber trotzdem einfach so, die haben mich nicht kennt, gar nicht. Ich wollte gerade Das sagen, war ich ganz bin ich komisch. da gesessen und denkt, Alter, was passiert denn da gerade eigentlich? Voll geil. Das ist fast wie Bumfights. Das ist halt so schön, weil du kannst ja nichts tun dagegen. Nein, du stehst Warum da und nicht? denkst, what the fuck ist da gerade passiert? Ein Reflexschein geht nicht, oder wie? Nein. Ja, weiß ich nicht. Emanzipationen sind Ja, das. das ist eigentlich schon. eine gute Frage, weil auf 9gag und so sagt man ab und zu mäßig in die Videos, wenn bei denen da hinten, bei den Amis gibt es ja diese Diskussion Ewigkeiten schon seit mit Gleichberechtigung hier und da und so weiter und dann gibt es ein paar so Videos, wo Weiber richtig krass auf Typen losgehen. Ja, ja. Also nicht bloß so ein wenig, wo du jetzt sagst, ja, Alter, geh weg. Sondern die halt richtig zuhauen. Ja. Zurückhauen oder nicht? Falle, jederzeit. Eigentlich kehrst du, ja. Zurückhauen oder nicht? Nicht eigentlich oder sonst irgendeinen Scheiß, sondern zurückhauen, ja oder nein? Ja. Ja. Ja, definitiv. Also, wer mir ins Gesicht haut, ist mir Ja. scheißegal, wie er sich identifiziert oder wie er geboren wird, dann hau ich ihm auch einen ins Gesicht. Das ist mir Stimmt, eigentlich müsstest scheißegal. du ja vorher noch fragen, ob sie sich jetzt auch als sie fühlt. Du musst ja, Nein, das ist mir scheißegal, da frage ich ich gar hab nicht. das auch selber ein paar Mal mitgekriegt, weil wir mir auch eine Zeit lang irgendwie Bist waren du in unserem Frauenkadast? Bekannten. Nee. Falle. Wir in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn wir beim Fortgehen eine dabei war
Die hat halt irgendwann immer am Schluss, oder nicht immer, aber ein paar Mal am Schluss aus zum Stressen angefangen. I know. Ja, kann sein. Ihren Namen werden jetzt natürlich nicht gedroppt, das ist eh klar. Aber, und die hat am Schluss aus zum Stressen angefangen. Und die ist halt auf Typen losgegangen. Und die war halt. Ich hasse solche Menschen. Das war sicher versteh's ein Bau am Buffet, dass die ja nicht wie ein Weiberleut zugehört hat, sondern die hat schon, wenn die drauf hat, das hat richtig weh da. Das hat man einfach gesehen. Das hat man einfach gesehen, wenn die trifft. Und natürlich nicht, wie wenn die ein Typ trifft, das kommt dann einfach nicht so hin, aber die hat da mit der Faust richtig gerade aufs Maul. Und du hast jedes Mal zuschauen können, dass sie keine fängt. Jedes Mal bin ich da gesessen, das ist eine Frage der Zeit, bis der Erste zurückhaut. Und es kehrt da nicht anders. Es kehrt da nicht anders. Aber ganz ehrlich, egal ob das Freundin ist oder nicht, die darf ich gar nicht mitnehmen. Das darf ich mir einmal geben und beim zweiten Mal darf ich sagen, verpiss dich. Ja, Entschuldigung, da mag ich keinerlei Einschreitung oder sonst boah. irgendwas. Du stehst einfach daneben und so, das ist nicht mein Scheißproblem, wenn du jetzt so Stress noch hast. Was soll das jetzt? Ja, das kann ich auch nicht abhaben. Vor allem, wenn ich genau gesehen habe, dass das nicht von demjenigen ausgeht, sondern dann nur, da wird so lange umgemalt. Da würde ich schon daneben stehen und denken, mein Gott, halt doch dein Maul. Und dann geht halt Stress halt rein aus und so weiter. Das hätte ich, um ehrlich zu sein, hätte ich es ja gerne mal gesehen, dass einfach einer Vollgas Ist das zurück nicht hat. sogar passiert? Das überlege ich gerade, ob Da es gibt es jemals doch die passiert Geschichte, was ist. dann eine Kopfnuss kassiert hat und Du meinst den anderen. so, okay. Da bin ich sogar vor Gericht gesessen wegen der Scheiße. Was dann aber irgendwie... Weil ich angeblich daneben gestanden bin und hab's gesehen. Gut, ich hab's gesehen. Aber Stimmt gar nicht. ich kenne beide Seiten und hab mir gedacht, ich hab 8 Weißbier in der 50er und hab nichts gesehen. Ich meine eine andere nicht. okay. Ja. Und die, was du meinst, die hat nicht so, die hat auch zuhören können, ja, aber nicht so wie die ich meine. Also, okay. Das war, sagen wir es, das ist eine Kampflesbe. Das geile Kampflesen. Richtig, dass da nie geschäbert hat. Und die hat aber eine Kopfnuss kassiert, ja. Okay. Da wo ich mir gedacht habe, absolut Ich hab zurecht. so gedacht, im KIZ-Konzert, weiß nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe, wo ich hab's mal 2 Tage hintereinander geschaut und am ersten Tag war vor uns so eine Gruppe Mädels und da war auch eine dabei, die hat das ganze Konzert, jedes Mal, wenn jemand vorbeigegangen ist, hat die zum Rauf angefangen. Und beim dritten, schlimm, ja. und jetzt, also das vorbeigegangen ist jetzt so das Dringer, dann kommt jemand vorbei, rempelt die an, oh mein Gott, auf dem Konzert hat jemand berührt, sie verschützt Bier, sofort in Tor rein und runtergezogen. Dann beim dritten Mal geht's auf einen Typen mal aus und ich hab mir gedacht, bitte sei Frauenschläger, aber leider... Das hat nichts mit Frauen. Nein, hat sie in dem Fall nicht, aber ich hab mir Ja, wirklich ich glaub, gedacht, bitte sei das jemand, der ist- sofort zuhaut, weil die hat ja da sofort ins Gesicht gehauen und was man sie. Falls jetzt da wieder irgendein unterbelichteter, weiß ich nicht, Teerstraßkleber, Flocke Göttl- umeinander sitzt, der das jetzt falsch verstehen will, dass man mir Genau, will. Frauenschlägerei, Du hast vollkommen recht. du hast vollkommen recht. Wenn eine Frau nicht weiß, wo ein verschissener Platz ist, und zwar in der Kirche, dann hat sie nicht verdient. Gut, so fix nochmal. Ich rasch komplett Oh, aus. Gott sei Dank, Das dass war's du das dann. sagst und nicht ich. Ich kriege daheim dafür auch wieder Schläge. Ich wollte gerade sagen, daheim Auch zu Recht. Ja, bist dann wieder der 80-Jährige in der Windel, der sich, weiß ich nicht, anscheißen fliegen lässt. Lust. Wieder die Küchenhilfe. Genau, da hast du so, wer ist in der Kirche? Ja? Aber da gehört eiskalt, da gehört einfach Dropkick. Dropkick, ja. Ja. Zurück, bewusstlos, tschüss dann. Ja. Aber man kommt ja darauf an, was für eine das ist. Wenn ich jetzt sehe, dass die besser baut ist als ich, dann darf ich auch nicht hingelangen. Zusammenschlucken. Ja, eben. Fiest heute Das nur ist so. eine Entschuldigung, der ich dann sagen. Ja, gib mir an. Entschuldigung. Entschuldigung, war mein das- Fehler. Entschuldigung, mein Wollte Fehler. nicht mit dem Gesicht in die Faust treffen. Ich liebe dich. 6-0. Entschuldigung, mein Fehler. Kannst du den Chang Lee Move? Oh. Was? Nee, verstehst nicht. Nein, verstehe nicht. Verstehe nicht. Sorry. Street Fighter? Nein. Ah, ja, jetzt hat. Jetzt halt. Jetzt haben wir Bono. Jetzt haben wir Bono. Nutzer fix, sag's ihm halt gleich. Woher soll ich denn das wissen? Habt ihr das gelesen, dass sie auf dem Mond irgendwas mit 120 Billionen Kilogramm Wasser gefunden haben? Ja, ja, doch, aber in so Blasen drin, oder? Ja, ich weiß ja genau. Die haben, glaube ich, in so Blasen drin. Nee. Haben sie das gemacht? Haben sie einen Bruce Willis aufgeschickt, der ein Loch bohrt hat? Oder was Ja, ist da? dann nachgeschaut, so aufgeklappt. Dann Na, anscheinend ist das in so Blasen drin und die sägst halt so einfach gar nicht. Und Voll dann verrückt, machst du ne? Blasen auf und dann ist da Wasser. voll krass. Nestle wollte es gleich privatisieren, aber 5 Minuten später Nestle Rakettenbau. dann haben sie gesehen, dass da oben keine Leute sind, die verdursten, dann haben sie es doch nicht gekauft. Scheiß Nestle-Wichser, das ist wirklich unfassbar. Du kannst nichts kaufen, wo nicht Nestle draufsteht. Am Mond umgestanden, was, da verdurst keiner, wenn du das jetzt zuspielen. Wie? Ich bin raus, sauft das selber. ey. Rentiert sich überhaupt nicht.
Alle Wurscht. Ganz blöde Geschichte. Nestle ist kein Wasserverkäufer, das ist ein Plastikflaschenhersteller. Für die Plastikflaschen Können findest wir du auch bald, sehr gut. Scheiße, vielleicht können wir jetzt bei dem Mond umwohnen und Wasser saufen. Ja, das wird ja wirklich geil. Zeit, dass man mal im Ja. Mond wohnt, damit wir den auch noch kaputt machen. Ja, feine, wäre die Zeit. Dem ist eh lang genug. Außerdem ist es eine Alien-Basis, weißt du das nicht? Stimmt. Ja. Ist da nicht eine Nazi-Basis eigentlich um? Auch, die ist auf der Rückseite. Ah, genau. Da sitzt der Hitler Alien-Nazi-Basis. und Alien-Sepp. und spielt PSVR 2. Uno. Uno. Mit Kniffel. PSVR 2. Mit dem, wer war noch dabei? Stalin? Spielt Kniffel mit dem Stalin. Der Hitler. Achtung, Durchsage. Ab jetzt bestätigte keine Verschwörungstheorie mehr. Nein. Auf der Hinterseite des Mondes sitzt der Hitler mit dem Stalin und spielt Kniffel. Das weiß doch jeder. Ja, der Klassiker. Eben, das hat sicher der Hildmann in seinem Telegram-Channel schon verbreitet. Drum. Hildmann. Der Attila. Oder? Ja, ich glaub schon. Attila. Ist der überhaupt momentan frei oder? Aber ist ein geiler Name. Was Machen der so? Ich Keine weiß nicht, Ahnung. was der noch tut. Aber Attila ist schon ein geiler Name. So hat, weiß ich nicht, so, nein, das sage ich jetzt nicht, das wird mal als Beleidigung ausgelegt. Wir haben mal einen weißen Schäferhund gehabt, so richtig mit Stammbaum und so einen Scheiß, und den sein Papa hat Attila geheißen. Ich wollte jetzt nicht direkt sagen, Vom Hund. dass das ein Name vom Hund ist. Hund. Echt, du kannst den armen Hund nicht so beleidigen. Unfasslich. Unfasslich. Ja, der ist mit dem Naidu wahrscheinlich gerade irgendwo unterwegs. Ne? Jetzt Hat sich der Naidu nicht irgendwie entschuldigt für die ganze Scheiße, die er da umeinander gelabert hat? Ich glaube schon. Ja, aber ich glaube, das war gerade so. ist War das nicht ein bisschen so fadenscheiniger Scheiß? Ich weiß Ja, nicht. ich ja, weiß ja nicht. doch, Oder der der Naidu war der auf der im Auto drin gesessen ist, hat das Trends noch gefangen und hat gesagt, die saufen Babyblut und so ein Mist. Und dann gesagt, Alter, jetzt, fuck it, that escalated quickly, Alter, what? Adrenochrom, oder? Ist das? Was? Ja, das ist doch der, was aus Kinderblut und so gewinnen, das Adrenochrom, Ich hab doch keine Ahnung, was. damit sie jung bleiben Damit's können. jung bleiben, Und da ist ja, was weiß ich, das Hilton Saufermurst und Merkel und was weiß ich, alle Ja, sind in dem das hab ich auch gelesen. Satanskult. Ja, ja. Und Also dann das auch ist- von ist Adrenochrom ganz wilde aus der Story, Kinderklinik. Das ist halt so geil. Das ist so geil. Wie beim Bezos, das ist der absolute Beweis dafür, dass es keine Heilung gegen Haarausfall gibt. Der Mann hat alles Geld der Welt oder Platten. Genauso schaut er die ganzen alten 70-jährigen Schabracken an, die sich kaputt operieren und irgendeine Scheiße ins Gesicht schmieren. An die jungen Damen, Lass mich mal da noch in Ruhe. die sich alle 5 Sekunden irgendeine, das ist Anti-Aging-Creme ins Maul schmieren. Schaut euch die alten geldigen Fotzen an, die schauen alle gleich aus und dann alle im Arsch. Please, stop it. Aber geil sind sie. Na, Nicht? na, na. Also, hab ich Dieses nicht gewusst, aufgeblasene, Entschuldigung. Hab ich nicht das gewusst. ist ganz schlimm. Ich sag bloß Madonna. Ja, Geil, genau. Alter. Ja, geil, Alter. Die Daddy. Weiß ich nicht, ob ich mein Schwanz in ihr Gesicht oder in ein Schlauchboot einstecke. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn die auf der Titanic gewesen war, die hätte überlebt. Ja, Ja, alle bei Frauen können zuerst als gehört. kannst du auf ihr Gesicht setzen. Was? Edging ist auch was Schönes, oder? Wie heißt Was? Aging? Edging. Also Edging. Ja, Aha, okay. kennen nur die Profis. Ja, da habe ich leider Gottes. Ja. Aber hast du das schon da? Nein, nein, Ja, nein, sagst nein, du's? nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, gerade ein Bekannter von mir. Das ist wie Analplugs. Das ist Scheiße. Der Alplax hat doch das letzte war doch das mit dem Schachspieler, den 19-Jährigen, der dann den, Ach, der Magnussen, glaube ich, jetzt. weiß ich wie der heißt, der den besten Schachspieler aller Zeiten da jetzt besiegt hat, da wo es dann geheißen hat, der hat irgendwie Analkugeln drin, Ja, die vibriert genau. haben. Und die haben dann praktisch die Spielzüge voraus vibriert. Vor allem, ich kann mich da schon gar nicht mehr, ich kann mich da schon gar nicht mehr konzentrieren, Ja, die weil ich die war- ganze Zeit so einen Halbständer hätte die wahrscheinlich. Knie gerade einen Halbständer, Alter. Stell dir vor, Da wenn es du. heißt, Turm auf G7 und dann ihn aussuchen. Und dann, Okay. Genau. Turm auf G7. mein Turm kommt gleich auf G7. Mal vor, wie so eine Pokémon unten vom Tisch saß. So. Ja, wie dick da. Schon wieder Tschüsseln. Das ist immer richtig geil, Alter. Ist Auf gut. alle Fälle, da gibt es jetzt einen irgendeinen Podcast, jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie der heißt, es sind 4 Teile und die sind der ganzen Geschichte auf den Grund gegangen, was da genau los war. Das muss ich mir jetzt einmal anhören, weil ich darf gerne wissen, ob der wirklich was im Arschloch gehabt hat, dass er einen Sieg voraus vibriert hat. Das ist eigentlich voll die geniale Scheiße. Hat es nicht irgendwann einmal einen bei Wer wird Millionär gegeben, da wo sein Angehöriger irgendwie im Publikum gesessen Ja, ist ja. und der hat ihm zugekürzt? Ja, Ja, ich das ist noch glaub, gar nicht so lange her. Ich glaube, ja, oder Da so. wo ich mir dann so überlegt, so, ja, wenn du das Teil in den Arsch schiebst und du vibrierst 3-mal, dann ist es halt C. Ja, genau. Aber da gibt es jetzt also eine ganz bekannte Schachspielerin, die wo doch auf Twitch jetzt ganz früh unterwegs ist. So eine Blonde, so eine Junge ist das, die ziemlich schlau ist und die Eltern waren schon Profi-Schachspielerin und Spieler. Ja, Und die ist aber auch heiß. Die habe ich gestern oder vorgestern habe ich die erst gesehen. alles Cheater. Ja, ist auch Ja, alles krass. Cheater. Das ist aber auch krass. Also Schach spielen. Alles mein Bildschirm ist wieder Cheater. ausgegangen. Jetzt scheiße mal, was ist mit dem?
Entschuldigung. Was soll er machen? Weiß ich nicht, ausgeh, Scheiße, OG, langweilig. mach mal jetzt, hin Der hier. Bildschirm schon anders, ey. Was ist mit dem? Saudepp. Saudepp-Fotzen, grob, das ist unfassbar. Die 3 haben sie abgesagt, gell? Ja, hab ich mitgekriegt. Da ist nichts, weil irgendwie keiner kommt. Jetzt macht ich doch glaub, jeder seine eigene Show. Ubisoft waren jetzt die letzten, glaube ich, die abgesagt haben und jetzt ist die 3 sogar nicht einmal ein digitales Event gibt. Es ist komplett gecancelt. Ja, weil jetzt Haus seinen eigenen Scheiß macht. Ja. Wahrscheinlich zum gleichen Zeitraum. Es ist halt einfach. Wahrscheinlich kostet es zu viel. Anstatt dass du das Haus eigen machst. Ja, wenn keiner mehr kommt. Wenn Ja, Nintendo macht ja die ganze Zeit möchte eine ich jetzt Direct Show. wirklich- Sony hat doch jetzt auch was Eigenes. Nintendo macht ja eine Nintendo Direct. Sony hat jetzt Ja. was Eigenes. Ubisoft kommt nicht mehr, macht irgendwas Microsoft macht schon die ganze Zeit sein eigenes Ding irgendwie. Eigenes. Also, Und Microsoft kauft sowieso alles auf. Die werden jetzt Activision können wir gründen. abhauen jetzt. Für Leute, die sich nicht auskennen, Activision ist Call of Duty zum Beispiel. Call of Duty. Und Blizzard, Warcraft, ja. Warcraft, Starcraft, gut, Starcraft ist nicht mehr da. Diablo 4, Diablo 4 war Open Beta und Closed Beta die letzten 2 waren. Das wird ziemlich cool Das ausschauen, wär, ne? ja, ich hab's sogar in deinem Stream gesehen. Ja, bis auf ein paar Dinge, die nicht ganz so passen, schwierig zu erklären. Jetzt ist gleich da ist mir eh scheißegal, heute zu mal. deep, es interessiert die sowieso nicht als Nintendo-Kind. Voll geil. aber Octopath Traveler 2 spiel ich gerade. geil. Kannst richtig fett machen auf das. Ja, richtig geil. Richtig geil. Was in 1994 möchte ich sehr spät zurückkommen. Was? Nein, da hat es noch kein 3D gegeben. 97. LOL macht jetzt auch für die Staffel. Ab Aber Freitag. scheißegeil. Ach Gott, LOL ist so schlecht. Echt? Nein, Es ist so schlecht. In der ersten Staffel, wenn der Teddy nicht dabei gewesen war, Ja, aber dann war es gnadenlos untergegangen. Und die zweite Staffel habe ich angefangen und bin drin gekommen und gedacht, oh Gott, War das ich in, stirb in gleich. der zweiten war der Pastewka schon nein, dabei? das war die dritte, glaube ich, mit dem Weil Pastewka. Pastewka Der war war ganz so geil. unglaublich gut. Also den habe ich ja komplett anders eingeschätzt. Ja. Wir bringen diese Comedian-Typen nicht mehr zum Lohr, Nicht weil sie voll, schaffen ne? es nicht. Also Nee, der es Teddy, sind der war nicht ganz viele- lustig. Teddy war unglaublich gut, dann aber Was heißt gut? Der hat einfach nur Wörter aneinander gereiht, die Ja. im Kopf weggefallen. Das war doch überhaupt, da war auch kein Sinn mehr. ja, aber das ist Titi Teddy. Kaka, Pupu, Gackel, Auto, Aber genau das Mobildruckerei. ist ja das Witzige an So was Teddy. hat er einfach gesagt. Der Typ ist halt spontan witzig, Ja, aber genau. und beim Pastewka merkst du das auch, dass der von Haus aus Richtig. lustig ist, Ja. aber dann sitzen halt da so Leute drin wie Anke Engelke und die komische, die Schönberger und mit dem sowas. Muschi-Witze und so ein Scheiß, wie heißt denn der Ach, zum Mundschuh-Seife Kebekus. Kebekus. Die Ist die haben mit dem so Mundschutz, gnadenlos. Die ist, Echt? glaube ich, Die mit- verheiratet mit dem, ja. Wie hast du bei Kebekus? Die ist so krass unlustig, das ist brutal. Die kann vielleicht ein Bühnenprogramm oberschieben und sagt 5-mal Muschi, Muschi, Fotze, Kaka. Ja, ist lustig, eine Frau hat Muschi gesagt. Das finde ich genau Also wenn 40 du da Minuten lustig. einige Und dann darfst, denk du warst ich so mir, Kurt Krömer 2.0 Max. weiß Der nicht, Krömer was passt hat für der mich da? das Format nicht ein. Also Ich ich find finde den ihn unglaublich lustig. Der und Krömer ist unglaublich anders gut. lustig. Ich fand ihn Nicht halt wie da drin. dahingehend witzig, weil er einfach so gar nicht da rein passt und deshalb jedes Mal dabei ist. Ja, das fand ich, wie ist- gesagt, ich finde, der geht da voll unter, weil er ist, ich finde den unglaublich gut und lustig und er ist halt ziemlich, er hat halt auch voll was auf dem Kasten. Ja. Aber da finde ich, ist halt dieses Stand-up, das ist irgendwie nicht sein, so das Spontane. Außer die hat eh nicht da die Geschichte mit dem scheiß Hund verzeiht. Der Doch, Knall er war ist- die erste- Die war er war gut, die- der hat ja. auf jeden Fall lachen müssen. Und der Teddy ist halt einfach, der ist von, der ist bei auch dem legt es einen Entertainer. Schalter um, Ja. dann ist er in eine von seinen Rollen, die er wahrscheinlich seit 20 Jahren trainiert und dann plumpst ihm eine random Scheiße aus dem Maul raus, dass wer da nicht lacht, einfach ein Behinderter ist. Ja. Spätestens geht's? nach 5 Minuten. Ja, wie er mit dem komischen Viech da rauskommt, ist ja Eichhörnchen. nachschmerzt. Alter, ich bin da geguckt und hab gedacht, Alter, du bist so behindert, das ist so unfassbar. It's getting dangerous. Es ist so schlecht, dass es wieder geil ist. Es ist so dumm. Also es hat eigentlich immer, es ist schon unterhaltsam. Da kannst du sagen, was du magst, dann egal geil. was du von früh Ja. heute magst. Aber der Rest ist so gnadenlos Es sind wirklich unlustig. sehr viele Was tut da unlustige. dieser Kräker-Typ? Was ist der lustig? Soll das ein Witz sein? Ich glaube, dass er Wer? Sträter heißt. Streter, der Ja, was Thorsten. hab ich gesagt? Kräker. Kräker, Streich, ist mir scheißegal, der Trottel was tut der eigentlich? Der macht auch Comedy. Wo denn? Wo? Ja, das ist überhaupt nicht lustig. Ja, komisch. Na, Ich hab von denen Meinst du alle, das nicht? ich kenne eigentlich da wirklich nur Programme vom Der Teddy und Wintermeier soll in der vom. 4. dabei sein. Ja, unbedingt. ja, aber den von dem Entschuldigung, her aber nichts mehr. Der ist auch Der einfach ist so- lustig. der ist also 1994 möchte sein Spät zurück und hab das 1997 möchte sein Comedian zurück. In dem Trailer- Nichts gegen Mittermeier, der hat mich schon zum Loch gebracht, da hab ich noch fast in die Hosen geschissen. Aber- Ja, aber das Aber hat die seinen Zeit Grund. ist vorbei. Aber in dem Trailer ist der drin, den wenn du jetzt momentan anschaust, da haust du einen Vogel raus. Der ist so alt geworden. Mit dem Der hat Der einfach ist graue so Haare, ja, ich hab alt schon ein paar Mal geworden. wieder gesehen. Leck ja. mich am Arsch. Macht der noch Ganz Programm? wenig, ja, aber ganz glaub wenig. Ja, das Ja, ist so alt ist der auch nicht geworden, oder? Das wären das 50. Ich schätze, dass der schon irgendwo über zwischen 50 und 60. Ja. Ja, und? Darf man das nicht sein, oder wie? Habt ihr Was irgend- zum Essen? Habt ihr Ja, irgendeinen Lieblings... super viele lustige Witze drin von damals. Super viel. Sept hat es geheißen, sein Programm. Sept und das eine davor. Die zwei waren Ja. echt legendär. Die waren sehr legendär sogar, ja. Habt ihr irgendeinen Lieblingscomedian? Oder auch gehabt? So Vorbild Eine ganze oder keine Zeit Ahnung. lang, das ist aber schon ein bisschen her, der so Mundschuh.
Deswegen weiß ich, dass der mit der Kebekus zusammen ist, weil das erste Mal vor ungefähr 10 Jahren sowas. Der Hassprediger. Weil ich nicht glauben habe können, dass jemand im Fernsehen sowas sagen kann und ich habe mir endlich denkt, um Gottes Willen, endlich. Ja. Kinder? Arschlöcher! Und lauter seine Sachen, heute trifft's, wie sagt das für sein Programm, das ist so geil. Heute lerne ich euch, wie man Toleranz übt. Heute trifft es alle, Schwule, Juden, Kinder, schwule Judenkinder. Lauter sind ich bin da gesessen, aber ich habe so große Augen gekriegt. Erzähl mir mehr. Und deswegen, ja, und jetzt hat nur noch ein bestimmter, ich glaube Engländer. Ist der Bill Burr ein Engländer oder ein Amerikaner? Ich glaube, dass er Brite ist. Der Bill Burr ist unfassbar lustig und Ricky Gervais ist unfassbar lustig. Und da gibt es den Schwarzhaarigen. Kennst du den auch? Der schaut eigentlich immer aus, als war er voll der Gentleman. Ist das ein rechter Junge? Nein, der ist auch, ich hätte jetzt auch gesagt, dass der so um die 50 vielleicht ist. Aber der ist auch richtig geil bass und das ist man ja auch Brite. Und Briten, also vor allem in der Stand-Up-Comedian zeigt, die sind halt so geil unter der Gürtellinie immer. Das feiere ich eh schon so ohne geil. Scheiß, das Diese Roast-Battles da drin, die haben so stark zum Teil. Ich glaube, Ricky Gervais, seine 2 Programme sind auch auf Netflix verfügbar, die haben so krass und so gut. Ja. Die haben so, das kannst du bei uns niemals sagen, Alter. Du bist, in 2 Minuten bist du von der Bühne und die sagt nie wieder jemand. Aber warum eigentlich? Ja, weil wir mir lauter Trottel haben. Aber du kannst doch alles sagen, schau dir nur an, der hat auch nur Scheiße gelabert die ganze Zeit und hat jetzt immer noch sein scheiß ZDF-Programm. Hoffentlich war es dein neues Programm nur Scheiße. Das ist ja, das war ungefähr das Gleiche. Gilt mir nicht, wenn man im Öffentlich-Rechtlichen irgendwann noch mit drin ist, dass es wie bei den Beamtentrottel ist, dass man nie wieder ausgeworfen werden kann. Ja, und wenn man in Rente geht, kriege ich 400.000 Euro im Jahr und ich Trottel muss zahlen. Das ist ein scheiß Witzrei eigentlich. Ja, der RBB, das brauchst du sowieso nicht geben, was da abgeht. Ich weiß nicht. Das ist unfassbar. Ja. Nimm mal das Wort Zwangsgebühr in den Mund. 2 Minuten später bist du wieder irgendein Nazi-Trottel. Und ich denke, was? Ich krieg Zwangsgebühr. Achso, ja, dann zahl ich einmal eine halbe Jahr nicht und schau, was passiert. Ja, dann frage ich nochmal, ob das eine Zwangsgebühr ist. Ich finde es ja schon so geil. GEZ hat doch damals auch damit geworben mit schon gezahlt. Und ich denke, what the fuck, ja, behindert. Nö. Aber du hast doch jetzt lange auch das Ganze verweigern können, die Zahlung, weil die haben kein Bargeld angenommen. Das heißt, wenn die da praktisch so ein Ding geschickt haben. Ist du nicht so ein geiler Aufgegangen mit dem Sog für Pfennig? Ja, genau. Und lauter so Sachen. Und dann hast du es halt praktisch, wenn du da gesagt hast, ja, ich darf gerne Bar zahlen, dann haben die halt gesagt, ja, nehmen wir nicht an. Punkt. Und dann hast du es halt nicht zahlen müssen. Natürlich müssen sie jetzt im Nachgang das alle zahlen, aber. Oh, blöd. Da heißt es ja gerade so, bis 2024 oder 2025 müssen Gebühren erhöht werden, weil ansonsten Einschränkungen im Programm gehen. Ja, schaltet dann noch ein bisschen mehr Werbung für das, was wegfällt. Was soll denn das eigentlich? Ja, das ist ein Chaos. Umgerechnet kostet die Scheiße 18,50 Euro im Monat und ist voll geschissen mit Werbung. Ja. Was soll denn das? Wenigstens war auf dem ersten und zweiten so lange keine Werbung und die Heinzelmännchen. Ja, es läuft halt, wenn ein Film kommt oder sowas, läuft keine Werbung. Ja, aber dazwischen, permanent, was soll das? Und dann ist es aber auch noch ganz viel so richtige Scheiße. Also es ist ja nichts. Das ist unfasslicher Bullshit. Auch mittlerweile mit ihrem YouTube-Channel und sonst was, da muss ich wirklich sagen, leckt mich am Arsch. Also wenn ich mal jetzt gut Neo Magazin Royal sagen Sie aber nicht, du Nazi-Wichser. Entschuldigung, was ich geboren bin. Und du weißt, du AfD-Wähler. Ja. Die benutzt den Kleinterminus. Hallo. Du Nazi-Pimmel. Das ist richtig Nazi-Pimmel. Ja. Ja, ich zahle es liebend gerne, ich zahle es im Voraus. Ja, immer. Schon. Fürs ganze Leben. Ja, für das gute Programm. Ja. Ist ja nicht nur das Programm, du aber alleine fürs Radio, ja fast alleine fürs schon Internet für und so weiter, da ist ja noch mehr dabei, aber es ist trotzdem. Ja, es lohnt sich alleine fast schon für Neo ja. Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Allein dafür zahle ich das gerne. Das ist ja schon das Einzige. Das ist das Einzige und der Tatort. Funk ist auch ganz stark. Da stecken 100.000 YouTuber drin in dem scheiß Funk-Scheiß. Dort. Wieso muss ich scheiß YouTuber zahlen? Was soll denn das? Warum bist du denn nicht Trottel? Das ist mir schon klar, jetzt ist es aber freiwillig. Nein. Nein. Fickt euch. Folge beendet. Ich sitze da nicht freiwillig. Aber nur für die Hörer, für die YouTuber geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Da geht es jetzt richtig weiter. Ja. Das sollte man mal. Ja, bringt uns einmal Vorschläge in die Kommentare, wie wir euch Hörer ins Video bringen. Ja. Das machen wir das Video eine Viertelstunde länger. Dann nehmen wir irgendeine Frage, greifen wir auf und diskutieren wir die aus die Kommentare unter dem YouTube-Video. Und das machen wir ab jetzt Audio vorbei. Tschüss! Okay, bye! Das ist eine gute Idee. Einfach so ein Cut-Take mittendrin. Na, wir überlegen ja tatsächlich, dass wir sprechen wir den Elefanten im Raum an. Okay, Birger, was ist mit dir? Lass mich in Ruhe. Fetter Wichser. Ich bin sogar in Minecraft rund.
Was? Bodyshaming. Ja. Wir haben ja überlegt, ob wir wöchentlich eine Folge machen. Nehmen wir jetzt eigentlich nur auf? Ich frage mich auch gerade. Ja. Es ist gerade so. Ich weiß nicht, ob die Kamera wieder mehr auslauft. Nein, Keine wir haben Ahnung. noch 2 Minuten. 3 Ja, Minuten. mach weiter. Haben wir noch? Ja, nur mal um. Ja, sicher, Digi. Ja, Gute 5 Minuten haben wir noch. Hab jetzt live ein Gürtel gefressen. Wir diskutieren, dass wir jede Woche Folge ausballern. Aber halt nicht so peinlich, wie es die anderen alle machen, mit, ja, nehmen wir einfach 1,5 Stunden auf und schneiden wir es dann in der Mitte auseinander und der muss also mal nichts gewinnen. Sondern, Wie dann? Hä? Wir nehmen eine Stunde auf und teilen es durch 3, nein, durch 4, dann haben wir den ganzen Monat mit einer Stunde Folge ab. Gut. Ja, nein. Geil. Das ist wie es die bei TikTok auffordern, wenn du was auflädst. Egal wie kurz Halt das dein Video Maul, ist, was teilst das durch 5. Hä? Wieso? Ja, aber das ist. Und dann machen wir es aber auf halbe Geschwindigkeit, weil dann haben wir automatisch nochmal längere. Das ist eine richtig gute Idee. Wiedergabezeit. Das können wir, wenn wir wöchentliche Folge machen, können wir mal so einen Viertelstundenabschnitt einbauen, wo wir, wir wo wir probieren das das jetzt Video einfach. mit einer halben Geschwindigkeit laufen lassen. Wir probieren das jetzt einfach ab jetzt. Alles klar. Hört ihr mich noch genauso wie Florian, vorher? das ist Aber müssen wir mir nicht schneller Vollidiot. schmatzen, dass wir langsamer werden? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es umdreht ist, wenn wir mir schneller wir schmatzen, machen es jetzt normal auf Stopp. dass die Leute auf 0,5 stehen Genau, dann ist langsamer. und dann mehr Watchtime haben. Aber es ist umdreht, weil wenn du mit der doppelten Geschwindigkeit das Video abspielen lässt, dann hast du trotzdem die Watchtime, aber doppelt so schnell. Ich war schlecht im Mathe, lass mich in Ruhe. Ja, lass mich nicht. Das ist auch nicht. Ich kann da zwar die Zahl Pi bis auf 48.000 Stellen hinten. Egal, machen wir jetzt eine wöchentliche Folge In der oder nicht? Postau machen es PP. Am Gehweg. Ja. Direkt am Bürgersteig. Fragen wir die Leute, ob sie das haben wollen. Wolltest du das haben? Gute Sobald Frage. wir 500 Kommentare unter dem Video haben. Leck, vorleck! Vorleck ist das ein Assi-Scheiß-Move. Spaß. Jawohl, voll rein! Hey, ab 1000 Likes, okay? Ab 1000 Likes machen wir wöchentliche blank. Folge. Also, Ist das okay? Und Bilder Was für tust du? Kani und jetzt blank Straps. hätte ich gesagt, aber gut. Okay, ab 1000 Likes ist eher knockert und wir machen eine wöchentliche Folge. Wir kriegen niemals Was legst du 1000 noch Likes. drauf? Was ich drauflege. Dein Hodensack am Tisch. Brauchst du nicht. Boah, ich hab keine Idee. Geht gerade noch nicht gehabt. Nichts Asoziales irgendwie, Nippel raus oder so ein Scheiß? Nee. Nee. Und von deinen Nee. 3. Nee. Nee. Na, wir lassen es. Ich hab leider nichts für die Leute. Hast du 3 Nippel? Nein! Das ist wieder Würde jetzt Plastik. aber interessieren, damals oder damals nicht? Sollen wir es Was? testweise einführen? Ja, machen wir. Einführen. Da müssen wir die Zuschauer fragen. Ja, ich hab schon gefragt vorher. Ich frage sicher jetzt halber nochmal. Was Damals. denn? Und spätestens jetzt müssen die Spotify-Spackos Ausschalten. auf YouTube gehen, nach Speziwirtschaft suchen, verfickte Scheiße nochmal da ein Abo da lassen, die Glocken aktivieren, Glocke. den Like-Button smashen Like-Button. und und wenn es das nicht tun, Dann, nicht tun, dann, nicht tun, wenn sie es nicht tun, dann. schauen wir, wie lange dass wir das machen können. Ja, die Ewig. Kamera macht aber nicht mehr so Und lange wie wenn ihr. sie es nicht tun, Dann, stick gerne an, Finger in den Arsch. gell. Cool. Geh auf das scheiß YouTube-Video und schreib drunter, ob's Bock auf eine wöchentliche Folge habt. Und nicht irgendwie zugeschnitten, sondern eine native Podcast-Folge Speziwirtschaft. Haben Sie da Bock drauf? Na. Die Frage ist eigentlich hier, ob ihr Bock drauf habt, aber ihr macht es einfach. Das ist Ich würde sagen, wir sind nicht freiwillig. Ja, wir werden ja gezwungen, wir sind ja angekettet. Zwangsgebühr, wir sollten mal, Zwangspodcast. wenn wir die Audio-Seppen herkriegen, wir machen die 2 Folgen wie bisher, machen wir per Audio und die Folge dazwischen gibt es nur auf YouTube. Machen wir jetzt 3 Folgen, Deal. oder? Ist das ein wir Deal? machen Gehen wir überhaupt nicht mehr aus. Nein, drei Folgen in 2 Wochen. wir machen schon. Wir machen 4 Folgen im Monat und jeden zweiten Sonntag, wie halt jetzt da, kommt's auf Spotify etc. und auf YouTube und die Folge dazwischen, die jetzt im Prinzip neu dazukommt, kommt nur auf YouTube. Ja, let's 30. Das ist voll die Arschlochnummer gefunden. Das ist so richtig. Das ist voll das ist eine absolute asoziale Arschlochnummer. Ist okay. Aber ich habe einfach keinen Bock, nicht die scheiß 25 € für die scheiß Hosting zu Ja, zahlen. nicht. Hinterfahren nicht! Gerade Ja. weil die Idioten zu dumm sind, dass sie sich von YouTube Es sind 50 Mark! Aber echt? 800 Yen! Das hat 480.000 Rubel! 180 Reichsmark. 180.000 reicht. Du bist so ein Nazi. Ja, apropos Nazi, wir müssen jetzt aufhören. Okay. Freunde der Sonne, schreibt es in die Kommentare rein, wir überlegen mal nochmal drüber. Das ist übrigens ernster gemeint, wie sie sich vielleicht auch gehört hat. Wir werden sehen. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Ja, Nicht auf schon. Spotify, ja, das will kein Mensch. Ja, die abonniert Ja, sich nicht auf Spotify folgen, die abonniert auf Spotify, Ja. kommt auf YouTube, schaut mal, was weiß ich, was neu schaut, halt einmal. Kann ich mir jetzt über den Beitrag?
Gern. Ja, Bildschirm ihr ist erklärt ausgegangen. nicht, was er gerade da bis jetzt das Video schon nicht drauf Ja, hat. ich glaube, das Video ist schon wieder wichtig. Danke, Florian! Steht Bitte, auf dem T-Shirt heute um. Buttermilch, aber das L ist durchgestrichen. Und mir selber danke ich auch. Ich wünsche einen schönen Tag bis in einer Woche oder zwei. Das wissen wir noch nicht. Werden wir sehen. Nein. Habib!